Kolleginnen und Kollegen, bei der Jahrtausendwende sind Demos mit viel Begeisterung, global mit Euphorie an der Organisation der Vereinten Nationen zu New York ganz ambitiös Entwicklungsziele am sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Bereich festgehalten gehen. Das gesagt gehen, Armut soll reduziert gehen, das Recht auf Bildung und Ausbildung soll verbessert gehen. Das Recht auf Arbeit, der Sozialaufsicherung soll ausgebaut gehen. Der Klimaschutz und der Schutz von unserer natürlichen Umwelt soll auch verbessert gehen. Die Ziele, die gesagt wurden, sind nicht erreicht. Am Contraire, heute stellen wir teilweise nicht nur keine Fortschritte, mehr Rückschritte fest. Sicher, wenn man nicht guckt, was Lützeburg da gemacht hat, am Contraire zu vielen anderen Ländern, wird Lützeburg sein Engagement an der Entwicklungspolitik angehalten. Auch nur der Finanzkrise von 2008, und das ist auch gut so. Dann hat man in dem Zusammenhang auch auf die positive Arbeit von unserer eigenen gewerkschaftlichen ONG Solidaritätssyndikal hinzuweisen, die wir am Ghana gemacht haben. Das ist ein spezielles Projekt gewesen, weil wir probiert haben, in einem Bereich von der Sécurité sociale an der Zusammenarbeit mit der Organisation Internationale du Travail zu schaffen. Und wir sind froh, können heute sagen, dass die Projekte, die wir gemacht haben, auf fruchtbare Boden getroffen ist und dass sie von der Regierung aus dem Ghana weitergeführt wird. Und im Moment, dass auch eine Delegation aus dem Ghana zusammen mit unseren Kooperanten heute zu Lützeburg, und wir sind auch froh, sie heute bei diesem Meeting an 2 Uhr bei diesem Fest nächste Mai am Centre Culturel de Rencontre Neumünster an der Stadt am Grom können zu begrüßen. Wir werden die Arbeit weiterführen an andere Länder, aber man muss noch da immer die spezifische Arbeitsteilnehmer als Gewerkschaft machen, nämlich am Bereich von der sozialen Sicherheit zu schaffen. Aber wir werden nicht doch an der Hölle für Gewerkschaften weltweit aufzubauen. Kolleginnen und Kollegen, insgesamt wird sich die Situation von der Arbeit in vielen Ländern nicht verbessert, mehr verschlechtert. 2013 haben laut der Organisation Internationale du Travail 202 Millionen Menschen keine Arbeit. Und die Tendenz geht weiter nach oben. Am meisten aus der Chômage in Süd- und Ostasien gekommen, in Schweiz-Afrika und in Europa. Die Situation vom Chômage wird natürlich auch noch plus ausgenutzt, für Lohn- und Sozialdumping in einer globalisierten Ökonomie durchzusetzen. Zu was für eine Konsequenzen das führt, wird ihn zum Beispiel in der Affäre von Rana Plaza an der Textilindustrie in Bangladesch gewiesen. Und die Ursachen von so Sachen sind nicht kriminelle Aktivitäten, mehr eine ökonomische Politik, die glauben wird, dass eine schranken und grenzenlose Marktwirtschaft zu ökonomischem Aufschwung und als Nebenresultat automatisch auch noch zu meiner Armut und einem besseren Leben für die Majorität der Leute führt. Das ist nicht vor. Tatsachen beweisen das. Die steigenden Ungleichheiten, die steigende Chômage, die viele Armut, aber auch noch immer die unmenschlichen Arbeitsbedingungen weisen, dass die Theorie falsch ist. Aber weil das gewusst ist, sind auch die vielen Politiker, Ökonomisten, Entrepreneure und Finanzieren, die in der Publikationen an der Politik, an den internationalen Institutionen diese Theorie vertreten, zumindest matschuldig und die menschliche Misere, die in dieser Form von globalisierten und ungehemmten, unkontrollierten Finanzkapitalismus mitspringt. Das Wirtschaftspolitik und das Ideologie von der internationalen Kompetitivität, vom dauernden Wirtschaftskrieg als auch von den Fundamenten von der politischen Instabilität, von den Kriegen, die wir seit dem Zusammenbruch von der Sowjetunion kennen. Schweiz-Afrika kennt nicht zur Ruhe. Denkt man nicht nur an Somalia, Ruanda, Kongo, Sudan, Zentralafrika und nach manch anderen Ländern, die von grausamen Kriegen, ethnische Genoziden erschüttert gehen, aber wo ein Zusammenbruch von staatlichen Strukturen feststellen muss. Denkt man an den islamistischen Terrorismus in Afghanistan, in Syrien, aber auch in die arabischen Länder, wo es nur dem arabischen Frühjahr
ein Rückfall an eine grausame Wand gouf. An denken wir an Europa, mit den blutigen Auseinandersetzungen, die wir an Ex-Jugoslawien kannten, und noch um die aktuelle Situation an der Ukraine. Kolleginnen und Kollegen, im Zusammenhang mit der Ukraine sollten wir ganz vorsichtig sein. Die Situation an dem Land ist sozial und kulturell viel mehr komplex, wie das durchgestaltet wird. Und es soll noch nicht vergessen, dass es hier auch um knallhart wirtschaftliche und geopolitische Interesse geht. Und das nicht nur auf der russischen Seite, sondern auch auf der Seite der Europäischen Union und der NATO. Am Juli 1914, auch für 100 Jahre, als Europa eine grauenvolle Krieg herangeschlittert. Okay, wo ist eigentlich so richtig, wie es dazu kommt? Der Historiker Christopher Clark hat die Handel von den verantwortlichen Politikern, Staatsmänner, Diplomaten und Offiziere von demals analysiert und als Schlafwandler bezeichnet. Sie sind recht erwäscht, wie der Krieg losgegangen war, und da war es zu spät. Und das darf nicht nachher geschehen. Wir haben heute nach viel mehr schrecklichen Waffen an Europa wie 1914. Wir haben noch immer Atomwaffen, das soll ich nicht vergessen. Ein Krieg an Europa geht zur definitiven Vernichtung von diesem Kontinent führen. Und ich musste persönlich mit Schrecken zu Brüssel erleben an einer Sitzung vom Wirtschafts- und Sozialausschuss von Europa, dass der Präsident von der Institution begeistert in der Sprache wird, die Leute für Freiheit kämpfen, für den europäischen Handel stirben. Ich kann nur nicht mehr den Kopf rissen, wenn ich so aussehen möchte. Und ich habe gedacht, dass wir doch hier mit Schlafwandler zu dienen haben. Kolleginnen und Kollegen, mir wichtig wäre es, sich um den Zustand der Europäischen Union zu bekümmern. An die Stich der schlechten Dicher. Vertrauen an die Union, an ihre Institutionen ist niedrig. Verwunderlich ist das aber nicht, wenn den sozialen Realitäten an Europa guckt. Die Arbeitslosigkeit lag 2013 auf der Rekordhöchste von 11%. Das sind 26 Millionen Leute. Die Jugendchômage ist in vielen Ländern enorm hoch. Prekär, unsichere Arbeitskontrakte holen zu. Ungewählte, unfreiwillige Teilzeitarbeit doch. Und da kommen es schwer als auseinandergegangen. Konkret, die Reich gehen mir reich, die einen bleiben nehmen, und die Zahl wird mir groß, weil die Mittelschichten aufrutschen. Die Zahl von den Leuten, die schaffen, und trotzdem im Sinn hält so. Und das Arbeitsrecht wird unter Druck gesagt, das wird erschafft gehen als ein langer Kampf, und es soll reformiert gehen, das heißt konkret, man streng gemerkt gehen, hat Angriffspunkten von der Barroso-Kommission sie seit 10 Jahren mit System folgend Punkte gewirkt. Arbeitsrechtszeitregelungen, die mehr flexibel müssen gehen. Ihr wisst, was das heißt, von den Jahres Referenzperioden abgezwungen kriegt. Die Entlosungsregeln, die Männer Schutz müssen gehen. Das heißt, es muss mehr einfach gehen, ihn zu entlosen. Ein anderer Punkt ist Banalisierung, Förderung von prekären Arbeitsverträgen, Zeitverträgen, Interimsarbeit, unfreiwillig Teilzeitarbeit. Und da wird erklärt, dass durch diese Maßnahmen die Entreprisen dazu gebracht sollen gehen, mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Aber die Realität vom Chômage weist, dass das nicht wahr ist, dass die Theorie nicht stimmt. Und die Deregulierung vom Arbeitsrecht ist eine von den Konstanten von der aktuellen EU-Kommission. Eine andere Konstant ist der Druck auf die Löhne. Die Barroso-Kommission ist der Meinung, und sie schreiben das, und sie gehen das ja auch zu. Und sie sollen nicht verteidigen, dass die Löhne an der Europäischen Union zu hoch wären und dass dafür die EU nicht kompetitiv wird. Dafür mischen sie sich an die Lohnpolitik an, rekommandieren zum Beispiel, dass Lützeburg soll sein Indexsystem aufschaffen oder zumindest kräftig einschränken. Es wären andere Sujets, die unzupacken wären. Sollen Sie sich mal daran erinnern, dass unter der Geburtsstunde von der Europäischen Union die Montanunion steht. Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Die von einer
europäischer Industriepolitik. Haut Hummer keine Industriepolitik mehr in Europa. Wir haben eine gute industrielle Basis. Wir haben Leute, die etwas wissen, die etwas können. Wir haben eine Politik gemacht, von die weitergeht, da wird die Industrie in Europa futtig gemacht. Wenn wir keine klare industrielle Strategie haben, wenn wir keine Maßnahmen holen gegen Sozial- und Umweltdumping, weil sich auch kein Gedanke gemacht wird über die Auswirkungen von einem zu hohen Euro. Das wird der Europäische Zentralbank evaluiert, und die bekümmert sich nicht mehr um Währungs- und Preisstabilität, aber nicht um Industrie- und Wirtschaftspolitik an ihre Auswirkungen auf den Chômage. Kolleginnen und Kollegen, wir haben das gesagt, aber so nicht weiter, weil es richtig ist. Nicht Löhne, nicht Salarien sind schuld der Krise, aber die unverantwortlichen Spekulationen von Spitzenleuten aus der Finanzwelt, aus den Banken- und Assuranzwelt und aus der sogenannten Fondsindustrie. Aber wer von denen ist eigentlich, außer den Herrn Madoff, zur Verantwortung gezogen? Überlege mal, fällt der schwer für niemanden zu fangen. Kaum ein ist dort zur Verantwortung gezogen. Von wem ist das Risiko gedroht gehen? Mal in der anderen von den Employeen, die du an den Banken geschafft haben, die normal Leute, die gegen den Lohn du müsstest schaffen, und dann natürlich von den Staaten, von den Steuerzahler, von uns alle Guren, die mit Milliarden Steuergelder müssten den europäischen und internationalen Finanzsektor retten. An Döno kriegen wir gesagt, lassen wir uns vielleicht Schulden, und dann kriegen wir gesagt, und dafür muss der hingehen an Abschnitte an ihrer Security Sozial, an ihrem Abkommens unholen. 2011 und 2009 könnt ihr euch auch erinnern, dass für viele Leute vom Casino-Kapitalismus gesprochen wird. Zu Recht. Das gewährt gehen, das gesagt gehen, das müsste verschwanden, das müsste geändert gehen. Wie war das dann eigentlich konkret wirklich geschieht? Praktisch hauptsächlich also auf die Austerität gesagt gehen. Für die europäischen Budgeten, die genau durch die Rettungsmechanismen eigentlich desequilibriert sind, für deren zu equilibrieren, und für sie wegzuholen vom Druck von der Finanzwelt, die ja zu einem Zusammenbruch vom Euro hat könnte führen. Und diese Politik wird zu Sozialaufbau gefordert. Mit seinen sozialen Konsequenzen zu noch mehr Chômage und zu einer Verarmung von vielen Menschen. Diese Politik wird auch zu weiteren wirtschaftlichen Deregulierungen gefordert, zu weiteren Privatisierungen von öffentlichen Dienstleistungen. Sie wird systematisch probiert, die Rechte von den Salarien an ihre Gewerkschaften zurückzudrücken. Und diese Politik wird probiert, das System an den Lohnverhandlungen zu schwächen. Es gibt aber Alternativen zu dieser Politik. Der Investitionsplan, den der Europäische Gewerkschaftsbund ausgeschafft hat, das ist ein Teil davon. Dazu gehört aber auch eine Revalorisierung von der Rolle, von der Aufgabe von der öffentlichen Hand an der Wirtschaft. Dazu gehört eine Aufkehr, ja eine Umkehrung von der Liberalisierungs- und Privatisierungspolitik, die gemerkt wird. Und dazu gehört eine Stärkung von der Verhandlungsposition von den Gewerkschaften, von den Rechten von den Personalvertretern. Dazu gehört doch eine Revision vom Vertrag über die Koordination von der Budgetspolitiken von den EU-Ländern. Für das soziale und umweltpolitische Zielsetzungen gleichberechtigt Zielsetzungen neben den wirtschaftlichen und haushaltspolitischen Zielen gehen. Dazu gehört doch die Abfeierung von einem europaweiten Mindestlohn. Wir müssen aber auch sagen, wie die soll aussehen. Wir hätten gerne einen europaweiten Mindestlohn, den an einem Verhältnis zum Durchschnittslohn an allen Ländern fixiert muss gehen. Ein Lohn, den über dem Mehrmutssäule muss, an den noch die Inflation an die allgemeine Lohnentwicklung angepasst wird, den also indexiert und ajustiert wird, für der Plötzeburg zu suchen. Wir das an einer Frohen am Vorfeld von den Wahlen zum Europaparlament und Parteien gerichtet. Die meisten Parteien haben zuletzt schon erstaunlicherweise eine 100%ige Unterstützung für als Förderungen zugesagt. Da stellen sich dann natürlich ein Rätsel vor. Wenn ich für eine Revision vom Traité über die Gouvernance Ökonomie gas, für was hat denn da beim Wort über den Traité nichts Klares und Deutliches dazu gesagt? Aber das ist vielleicht eine Einsicht, die kann man, und das nie zu spät für das nachzuholen.
Und dann noch etwas, wenn ihr mit der Gewerkschaftsposition einverstanden ist, da gilt das schon nicht nur für die Deputierten am Europaparlament, dass das eng sagt, aber das gilt doch für seine Vertreter am Conseil des Ministres und gilt doch für den an die Europäische Kommission als Kommissär geschickt wird. Und wir werden ganz genießen, wie wären, was dann da wird geschehen. Mir wichtig beim der Wahl, der 25. Mai, ist aber auch zu gucken, was das Programm von den europäischen Parteien ist, zu denen die Kandidaten im nationalen Plan gehören. Weil das kein national, das ein europäisch war. Aber wichtig ist auch du, Sujeten an den Vordergrund zu regeln, die noch nicht am Vordergrund stehen. Zum Beispiel, was Positionen von den Parteien zu den Verhandlungen über den Vertrag für ein transatlantischen Partnerariat mit den USA zum Thema Freihandel und Investitionsschutz ist. Verhandlungsmandat wird ohne öffentliche Diskussion 2013 von der EU, der Kommission und der Regierungen von den 29 Mitgliedstaaten festgehalten wurde, also auch von unserer Regierung, geht extrem weit. Er werft viele Probleme um sozialen und arbeitsrechtlichen Niveau ab. Das Mandat riskiert aber auch andere Normen, zum Beispiel Konsumentenschutz oder Umweltnormen zu ergreifen. Die Servicepubliken werden immer eine vorgestellt. Und an all den Domänen soll der Schutz von der Investition über den Schutz vom Bürger gesagt werden. Dafür sollen sogar Spezialgerichtspakete geschaffen werden, die außerhalb von der Öffentlichkeit Streitigkeiten sollen regeln. Als Gerichter, als Normalgerichter an unsere Länder, die kriegen da nichts zu suchen. Und aus all diesen Gründen, als eine breite Allianz von den Gewerkschaften, dem Konsumentenschutz, Umweltorganisationen, Drittweltorganisationen und noch etliche Bauernorganisationen hat zu Lützburg entstanden, die gerne hätten, dass die Verhandlungen da gestoppt gehen. Wir haben an so einem Akkord, an so Verhandlungen nichts zu gewinnen als Europäer, mehr aber viel, viel zu verlieren. Und dafür ist es unverantwortlich, für die Negoziationen da weiterzuführen. Kolleginnen und Kollegen, sieht ganz kritisch an, guckt, dass Herr Freund und Herr Kollegen auch ganz kritisch den 25. Mai sie bei ihrem Wort. Überlegt genau, ihr der Stimme aufgeht. Die Antwort auf also Questionnaire, den am aktuellen Fund, gibt nicht eine Hölle. Wir gucken aber auch Verhaltung zu anderen Themen, wie denen, den ich so genannt hast. Der GBL rieft auch all seine Membern, die nicht heute zu Lützeburg spielen, ab, hier das Wahlrecht zu nutzen. Weil das Europaparlament hat mehr Einfluss gekriegt an die europäische Politik als der Kader, drum von der nationalen Politik. Guckt euch Programme an, guckt, was für eine Politik Parteien von den Kandidaten im nationalen und europäischen Plan machen, und stimmt für die Kandidaten, die klar die Gewerkschaften unterstützen. Nicht stimmen, also Fehler. Weil das Stimmen fehlen jenen politischen Kräften, die den Gewerkschaften nachstehen. Als Enttäuschung oder Protest, nationalistisch oder Rechtsparteien zu stimmen, ist auch ein Fehler. Weil die Parteien noch nie auf unserer Seite stehen, aber weil zurück zu den Nationalstaaten keine Alternative ist. Was gibt zum Abrichten von den Grenzposten zwischen Lützeburg und der Lorraine, der Rheinland-Pfalz, dem Saarland und der Belgien bringen für die Sozialrechte, für die Einkommens- und Beschäftigung von den Salarien in unserer Region? Nicht. Nehmen zu summen. Nehmen zu Summe, Kolleginnen und Kollegen, nur eine Chance, und nicht, wenn wir hier gegen die anderen gehen. Dafür setzen wir also auch für Kooperation und nicht für Kompetition an. Die Ideologie von der Kompetitivität als Gift für den sozialen Fortschritt, für die friedliche Weiterentwicklung von der Europäischen Union. Und es wäre auch wichtig, wenn noch endlich da an der Politik umgedreht wird, weil an all zweiten Text immer nicht mehr von der Kompetitivität geschwärzt wird, da sind wir am falschen Weg. Auch am Spruchgebrauch sind wir am Gangen, Fehler zu machen.
Wir mussten mal die Texte lesen, die wir als Linksgruppierungen, als Gewerkschaften 34 Jahre geschrieben haben, an unserem zu dem Wortgebrauch Eure besinnen, an da wieder zurückkommen, weil das Basis, auf dem wir können eine bessere Welt durch den Moment schaffen. Kolleginnen und Kollegen, auch wenn die zentralpolitischen Decisionen immer mehr europäischen Niveau geholt gehen, hier steht noch nicht, dass bei der nationalen Politik kein Einfluss mehr wird, dass man keine Macht Manöver mehr hätte, dass man just müssen das machen, was zu Bresel gesagt wird. Die wirtschaftlichen Eckwerte zu Lützeburg sind nicht schlecht. Auch Prognosen für das dann nächstes Jahr. Voraussetzung ist natürlich, dass die europäische Austeritätspolitik nicht zu einer Stagnation oder zu einer Deflation an einer Rezession feiert, weil das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Lützeburger Ökonomie. Also sicherlich gibt es die vielen zu meistern. Und dafür ist auch die Lützeburger Regierung gefordert, für eine Aktivrolle an unserer Ökonomie zu spielen. Und das aber nicht nur über die Politik, die Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Aktivitäten garantiert, die klar sollen sein, mir auch über den evaluierten, aber konsequent Investitionspolitik an als Infrastrukturen, an als öffentliche Service, an aber auch eine Rolle, die muss gespielt werden über Partizipationen, die der Staat an wichtige privaten und öffentlichen Unternehmen hat. Und es gibt keine Ursache für Stärke von der öffentlichen Hand an einen Rutsch von wichtigen Sektoren und Unternehmen zu reduzieren. Au contraire. Und das gilt für den Aviationsbereich, aber auch für den Bankenbereich, für den Kommunikationsbereich, den öffentlichen Transport, den Energiesektor und den Logistiksektor. Kolleginnen und Kollegen, als Industrielandschaft changiert. Und hier müssen neben der dauernden Prospektion, dem Sichern von neuen Investisseuren, auch viel mehr stark auf der Erhaltung und Weiterentwicklung von bestehenden Aktivitäten gesagt werden. Dafür muss in am Industriebereich aber nicht nur da auf ein dauernd hohes Aktivitätenniveau von der Formation setzen. Das muss eine prioritäre Aufgabe sein, für die Produktivität und die Innovationskapazitäten zu verbessern. Mir auf dem Gebiet geht aber das Gefühl nicht los, dass beim Patronat nicht sektoriell mehr rein betrieblich gedurcht wird. Es wird diskutiert über die Fragen, mit geschieht nicht. Es wird zwar vom Sozialdialog geschwärzt, mit dem schenkt tatsächlich so verstanden zu gehen, dass es gilt, Akkorden zu finden, für die Lohnkosten und die Lohnentwicklung zu bremsen, und verschiedentlich wird dann noch probiert, die Löhne zu senken. Kolleginnen und Kollegen, und das ist genau der falsche Weg. Qualität selbst ist wichtig für eine mehr hohe Produktivität zu erreichen. Qualität selbst ist vierrangig, für weiterzukommen. Wir brauchen dafür eine Qualifizierungsoffensive. Aber wir brauchen nicht Lohnsenkung. Mit niedrigen Löhnen wird man keine Qualitätsentwicklung kreieren. Und an so einer Politik muss mit den Salarien an ihre Vertreter Gewerkschaften geschwärzt und diskutiert gehen. Und nicht lernst. Und dafür bedauern wir, dass die sektoriellen Diskussionen, zum Beispiel am Wirtschafts- und Sozialrat, nicht mehr in einem schlechten Tempo kommen. Dafür kritisieren wir, dass man nicht an der Bestimmung vom Hochkomitee der Industrie angebunden gehen. Und dass die versprochene Informations- und Konsultationsphase noch immer nicht stattfindet. Und das Gleiche gilt eigentlich für den Finanzsektor. Auch hier fehlt der strukturierte Dialog zwischen Patronat, Gewerkschaften und Regierung. Auch an dem Sektor als eine Formations- und Requalifizierungsoffensive notwendig. Aber wenn wir dann immer gesagt kriegen, wie wichtig das die Recherche wird. Wenn immer die Bedeutung von der Universität als Zukunftsprojekt in der Straße geht, da schenkt man aber mehr wie bedenklich, wenn ihr gesagt, dass Subventionen vom Staat für die Uni sollen gekürzt gehen. Da das so annonciert gehen vom Präsidenten von der Uni, der nicht unbedingt der Gewerkschaftsfreund ist, der doch heißt ganz anders komisch Aussage gemacht über den Indexsystem zum Beispiel. Aber das, was er gesagt hat, schenkt enger Wahrheit zu entsprechen, weil der zuständige Staatssekretär hat nicht gesagt, dass das falsch wäre. Aber was bedeutet das für die Uni Lützeburg?
Das bedeutet, dass die Entwicklung von der Uni gebremst wird. Das bedeutet aber auch, dass das dazu feiern, dass sie ganz organische Schuhe müssen sicher werden. Aber wie gehen sie dann? Mit bei Privatsponsoren. Und diese Privatsponsoren, die dirigieren dann noch indirekt die Ausrichtung von der Universität. Und dann wird natürlich auch, und das wissen wir, probiert, Lohnkosten zu reduzieren. Das wissen wir aus den Kollektivvertragsverhandlungen auf der Institution. Kann aber auch dazu feiern, dass bei den Studenten gespürt wird. Weil, wenn ich so brauche, das Grad d'Inscription zu Lützeburg sind noch relativ niedrig. Du könnt ihr sehr auf die Idee, für die mal abzusetzen. Aber wenn wir da schon bei den Studenten sind, will ich nach ein Kehr auf der Position von Mogibel zum Projet de loi über die Studentenbursen kommen. Wenn diese Reform so realisiert wird, wie sie geplant ist, da kriegen viele Studenten am Endeffekt Männer wie 400 Reform von 2010. Nicht von der, die noch kommen. Burse de Base, die vorgesehen ist, ist zwischen 1800 und 2800 € Männer wert, wie das Kannergeld, das der Student für 2010 zu gut hat. Der Unterschied hängt von der Zahl von den Kanner am Stadthof. Aber bei der sogenannten Bourse Sozial, bei dem Element von der ominösen sozialen Selektivität, da wird sich schnell weisen, dass aufgrund von der Staffelung von der Bourse die meisten Studenten mehr wie 750 € zu gut tun. Aber bei einer Familie von einem Einkommen von 4.000 € brutto pro Monat hat der Student, wenn eine Bourse de Base an die neue Bourse Sozial kriegt, dann zwischen 882 und 1823 € Männer, wie man Kammergeld früher. Ohne zu berücksichtigen, was die noch normale Bursensystem zu gut gehabt hat. Bourse de Mobilität, die nachher gesagt, die werft auch viel Ungereimtheiten und Ungerechtigkeiten ab. Und die Hauptmotivation von dem Ganzen als eine Spurlogik, die sogar mehr weit geht, wie erklärt wird, und das fällt die Rechnung von der Regierung, das Spuren beim Kammergeld an dem Boni Enfant nicht abgerechnet wird. Und weil der Kostenpunkt von der Bourse Sozial viel zu hoch angesetzt wird. Diese Reform muss geändert gehen. Wesentlich als eine massive Erhöhung von der Bourse de Base. Aber wenn ihr das rechnet, da könnt ihr eigentlich auf 4.600 €, was dem Wert vom Kannergeld an dem Boni Enfant entspricht, von den Kannergeld und Preisentwicklung seit 2006 passt. Schüler und Studenten haben massiv und diszipliniert demonstriert. Schmengen dafür verdienen sie Respekt und Anerkennung. Aber wenn als Regierung nicht seriös mit ihnen verhandelt an ihre Gesetzesprojekt am Sinn von der studentischen und gewerkschaftlichen Kritiken und Propositionen ändert, dann möchte sie einen graven Fehler. Und sie suchen für die Projekte zu ändern. En passant will ich übrigens bemerken, dass die Approche, die man beim Bursensystem kennengelernt wird, auch nicht gerade beruhigend ist, en vue von den Diskussionen von einer geplanten Kannergeldsreform. Kolleginnen und Kollegen, die neue Regierung ideal bewegt sich also nach immer zu viel an einer Logik von der Reduzierung von den Staatsdepensen. Sie regelt dabei immer das Budget vom Zentralstaat an den Vordergrund. Wesentlich hat aber das Gesamtbudget. Und da haben wir seit 2011 kein Defizit mehr in Equilibre. Das wird doch 2014 der Fall sein. Und die Regierung, die geht nach 4 Jahren, 2015 bis 2017, von einem Defizit zwischen 1,6 und 0,6% aus. Also übrigens, und das soll ich nicht vergessen, largement ändert der europäische Limit von 3%. Aber für 2016 wird das Budget immer mehr Equilibre. Die Chambre des Salariés hat nur gerechnet. Und so hat verschiedene Alternativen auch mal berücksichtigt. Und da stellt sich da aber heraus, dass es doch große Chancen gibt, dass das Budget viel mehr schnell und ohne weiter Abschnitte am Equilibre ist. Und ich erinnere daran, dass Schätzungen von unserer Regierung traditionell, wie man so ausdrücken, mehr wie vorsichtig sind und dass vieles darauf hindeutet, dass zum Beispiel das Jahr die Resetten werden mehr hoch wie geplant sind.
Und auch bei den Investimenten an den Fonds gibt es doch viel Spielraum. Wir haben kein Problem damit, wenn als Regierung auf ihr Dépenses de Fonctionnement aufpasst. Man luxuriös und hauptsächlich mehr und mehr effizient baut an ihre Aktivitäten noch mehr effizient und mehr entwickelt. Aber wenn man eigentlich mal die Ausgabenentwicklung von einzelnen Posten guckt, da stellt ihr Erstaunliches fest. Die Chambre des Salariés wird das am Budget wie 2012 gemerkt. Da hat man eine Menge nur gelesen. Und das ist eine Statistik, die weiß, dass sich zwischen 2000 und 2011 die Dépenses vom Staat über die 11 Jahre an der Moyenne verdoppelt. Das ist en ligne mit der wirtschaftlichen Entwicklung und mit der Preisentwicklung. Dann mengt ihr, da war ja Prioritäten, da sind wir gesagt, am Enseignement, wer viel mehr investiert, die Leute liegt über der Moyenne. Und dabei wird dann mal nicht geguckt, was dann da für Privatschulen an anderen Sachen draufstehen, die könnt ihr mal rausrechnen. Was mir auffällt, dass die Ausgaben, die Dépensen für die Armee enorm stark abgegangen sind. Wenn der dient an der Moyenne um einem Index 200 hat, nur der Steigerung, da liegt die Armee bei über 300. Das ist also viel mehr weit an die Leute gegangen. Und das werden sich nicht so bewusst. Und das ist auch nicht politisch thematisiert gehen. Und hätte ihn selber können fragen, ob das richtig war, die Militärbudget so stärker abzusetzen. Und dann sind wir so viel mehr stärker abgegangen wie die Polizei. Die Polizei, da kann ja eins darüber schwätzen, die brauchen wir ja. Aber für was, dass wir verschiedene Investitionen an die Armee brauchen, das ist zumindest eine Vorstellung. Kann ich da doch par rapport zu anderen Ausgabensteigerungen stellen. Aber wenn ihr in Data guckt, da stellt sich nach einmal mehr heftig froh, für was er just soll bei den Dépensen von den Studenten an ihren Eltern gespürt müssen. Das ist auch falsch, wenn einfach gesagt wird, wie Lorem gemerkt hat, dass das überall 10% soll gespürt werden. Ich will ein engem Beispiel weisen. Es gibt viel an. Wir sind gewohnt in das Fach, dass die Lycée, mit denen wir zusammen schaffen als Chambre des Salariés und Noveskuren, gesagt haben, sie müssten nun ihre Frais de Fonctionnement spuren. Sie haben nicht viel Frais de Fonctionnement, und dann sind sie also bei der Rezette. Dann sollen gucken, dass sie so in den Rack kriegen. Ja, was geschieht dann da? Aber du incitierst den eigentlich, dass sie so fangen, ein Loyer zu fragen für die Gebäude, die sie zur Verfügung stellen. Wenn das gemerkt wird, dann müssen wir entweder beilegen und dann müssen wir gucken, wie wir das machen, oder wir müssen Freiinskriptionen für Doveskuren absetzen. Als das eine gescheit evaluierte Politik, und dann will ich da gut nicht darauf hinweisen, dass genau für die Chambre des Salariés zum Beispiel nicht 10% Männer Subsidien da sind, sondern dass der Subsid 70.000 €, das sind 50% gekürzt ist. Wir haben nicht viel darüber geschaut. Wir haben aber da gesehen, dass auf der gleichen Zeit aber noch auf anderen Plätzen danach den Druck so abgesagt wird. Da stellt sich die Frage von der Ausrichtung von der Politik. Kolleginnen und Kollegen, mehr fundamental, also eigentlich daran zu erinnern, dass wir als Center 2009 gegen die Politik führen, die für sich die schaffend Leute, die aktiv an die pensioniert Krise bezahlen zu müssen. Wir haben mit System als ein Indexsystem verdedigt. Nicht, weil das ein hellisch Kau ist, sondern weil der Mittel ist, die Kaufkraft von den Leuten von ihren Nachkommen zu halten, und weil wir kein anderes Mittel haben, zur Verfügung haben, für das Ziel zu erreichen. Trotzdem, die Reallohnentwicklung war aber zwischen 2009 und 2014 an der Moyenne rückläufig. Die Ursachen liegen sicherlich bei den schwierigen Kollektivvertragsverhandlungen, die wir seit 2008 dann in den meisten Bereichen der Betriebe erleben. Schuld an dieser negativen Einkommensentwicklung war eine Woche Produktion von Primen, Kurzarbeit und das verspätet Ausbezahlen von den Indextranchen. Auch die Erhebung von der Steuerlast hat eine Rolle gespielt. Ich erinnere an die Krisensteuer, die noch einmal aufgeschafft ist. Ich erinnere an die Erhebung von der Solidaritätssteuer, die Kürze von den Frais de Déplacement und nicht zu vergessen, die schleichende Steuererhebung
die durch Nichtanpassung von den Steuerbaremmen und Inflation geschieht, das an die besonders die Klein- und Mitteleinkommen betroffen wird. Das mal Jahre gehen, wohin man Mindestlohn keine Steuern bezahlt wird. Heute sind wir wohin du auch schon Steuern bezielt. Den Spitzensteuersatz, den wird nicht geändert. Wir haben also eine Umverteilung von der Last erlebt. Und der will noch nicht die Indexierung vom Kindergeld oder vom Congé parental vergessen. Die Erhöhung von Nebenpartizipationen bei der Krankenkasse, das Splitting an Döner der Klau von einem Rentenadjustment. Und dabei kommt die unverschämte Entwicklung von den Wohnungspreisen, die größtenteils gar nicht am Index erfasst sind. Und dann darf auch nicht vergessen gehen, dass der Chômage geklommen ist. Viele Leute von Sozialplänen, Licenciement kollektiv betroffen waren, sind und du willst auch eine negative Einkommensentwicklung hatten. Alles das erklärt, wir werden immer mehr Leute sagen, dass sie es schwer haben, Ende vom Monat über die Runden zu kommen. Aber wir werden Verschuldung von der Privatstaat zu Lützeburg zuhält. An die Politik, die darf nicht weitergemerkt werden. Und du hast die neue Regierung auch gefordert, für darüber aufzupassen, an eine andere Richtung zu gehen. Weil sonst kriegen wir eure Menge eine stärkere soziale Auseinandersetzungen hier am Land, wie wir sie bislang kannten. Auf dem Hintergrund sind noch weiter Verschlechterungen, zum Beispiel an der Familienpolitik, nicht akzeptabel. Auf dem Hintergrund ist es doch klar für uns, dass wir lieber klar sagen, dass die Spurmaßnahmen auf Kosten von den Assurien an der Sécurité Sociale nicht aufkommen. Das gilt für die Leistungen von der Krankenkasse, für die Leistungen von der Pensionskasse, von der Assurance Dépendance, für das Reklassement, die Invalidität und für die Chômage-Indemnitäten. Kolleginnen und Kollegen, wenn am Januar nächstes Jahr die TVA herabgeht, ist das eine Steuererhöhung, die zu Preiserhöhungen wird führen. Gerade dafür ist es wichtig, dass der Indexmechanismus normal spielt. Aufgrund von der insgesamt niedrigen Preisentwicklung und dem ehemaligen Effekt von der TVA-Erhöhung gibt es eigentlich keinen wirtschaftlichen Grund für das Indexsystem Remenkeier zu manipulieren. Vielmehr wichtig wird die Überwachung von der Preisentwicklung, für das verhindert wird, dass die TVA-Erhöhung ausgenutzt wird, für die Preise ungebührlich zu erhöhen. Wichtig ist auch, dass der Staat, Gemengen und die Entreprisepubliken aufpassen, nicht durch Taxenerhöhungen und Preiserhöhungen am Anfang des Jahres Preisentwicklung noch weiter an die Lut zu treiben. Die neue Regierung hat annonciert, sie gibt die Warenkurve nicht manipulieren und noch keine anderen fundamental strukturellen Änderungen vom Indexsystem durchführen. Das ist gut so. Aber zusätzlich muss klargestellt gehen, für uns, für die GBL, ist es klar, dass es keinen Grund gibt, für ein neues Gesetz zu stimmen, für das ein Index verspätet ausbezahlt soll gehen. Aber dass es viel gut Gründe gibt, für das normale System zurückzukommen. Das ist am Interesse vom sozialen Frieden und dem nationalen Sozialdialog. Das erlaubt eine differenzierte Kollektivvertragspolitik. Das wäre ein positives Zeichen in Richtung vom Erhalt von der Kaufkraft. Das ist wichtig für viele Salarien und Rentner und das ist auch wichtig für einen großen Teil von unserer Ökonomie. Und da erwarten wir mehr eine klare Antwort, wie das, was an der Regierungsdeklaration am April vom Staatsminister gesagt ist. Wir erwarten, dass sie sagen, dass es keine Ursache gibt, für am Oktober die Indexgesetzgebung nach einkehr zu ändern. Das soll normal spielen. Kolleginnen und Kollegen, als Regierung wird eine Steuerreform angekündigt. Für uns, also GBL, geht es dabei darum, mehr Steuergerechtigkeit zu erzielen. Steuergerechtigkeit zwischen hohen und niedrigen Revenuen. Die Steuerbarriere muss überschafft gehen und auch in die Inflation angepasst gehen. Wir müssen aber auch mehr Gerechtigkeit bei der Besteuerung von Revenuen aus der Erbes, der Revenuen aus dem Kapital kreieren. Die Steuerbemessungsgrundlage, das, was den alles kann aufsetzen bei den Privatpersonen, aber auch bei den Entreprisen, muss man eigentlich überprüft gehen. Ob das gerecht ist, also ob du nicht die mit hohen Einkommen eigentlich viel mehr profitieren, wie die mit kleinen Einkommen sind. Es muss auch überprüft und analysiert gehen, für was Part von den Betriebssteuern
am Gesamtsteueraufkommen zurückgeht. Steuerhinterziehung muss bekämpft gehen, aber gegebenenfalls muss auch den Höchststeuersatz bei der Einkommenssteuer am Kader von einer Reform von den Barrämen herabgesetzt gehen. Und noch Themen wie Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Kirchensteuer, der für kein Tabu in der Diskussion sind. Man kann ja erklärt, darf näheren ein Tabu gehen, dann dürfen die Sachen auch an der Diskussion kein Tabu gehen. Wir erwarten eine transparente Diskussion zu dem Thema. Direkt nicht 2 Wochen ihr Gesetz deposiert wird. Kolleginnen und Kollegen, am Kontext von der Wirtschaftskrise muss man aber auch leider feststellen, und als Enquete beweisen, da wo auch das, was wir all der von den Delegierten aus den Unternehmen gesagt haben, dass die Arbeitskonditionen in vielen Bereichen nicht besser gehen. Au contraire, den Druck wird zugehalten. Flexibilisierung von Arbeitszeiten als meistens ein Synonym für unregelmäßig, überzwungen Arbeitszeiten, die in einem Konflikt zu den privaten Lebensverhältnissen stehen. An die Wurzeln von prekären Arbeitsverhältnissen und Angst für der Arbeitslosigkeit, die haben auch Negativkonsequenzen auf die Gesundheit von vielen Leuten. Die psychosozialen Krankheiten holen zu. Burnout, Depressionen gehen leider mehr häufig. Ein falscher, negativer Stress führt doch zu physischen Krankheiten. Wir brauchen hier eine Aktion an ein paar Richtungen. Die Arbeitsorganisation an vielen Betrieben muss überprüfen oder verbessert werden. Der Sicherheit an der Gesundheitsförderung auf der Arbeitsplatz muss mir einen hohen Stellenwert zugemusst gehen. Und dafür brauchen wir einen Ausbau von der Arbeitsmedizin. Salarien, hier Personalvertreter und hier Gewerkschaften, aber auch Betriebe, die brauchen Hilfe von einer performanten Arbeitsmedizin. Und hier ist eine grundlegende Reform nötig, für einen großen nationalen, einheitlichen Service zu schaffen, den Mittel muss kriegen, nicht nur die klassisch medizinische Untersuchungen durchzuführen, sondern für viel mehr breite Spektrum von Dienstleistungen anbieten zu können. Wir brauchen noch ein starkes Arbeitsrecht, das Salarien gegen Willkür schützt, das garantiert, dass Entlosungen, besonders bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten, das Lechtmittel sind. Dafür brauchen wir Schutz gegen den einseitig abgezwungenen, rein ökonomisch motivierte Flexibilisierung. Dafür müssen prekäre Arbeitsverhältnisse die Exzeption hier am Land bleiben. Und dann die Anhalen von den Gesetzen muss kontrolliert gehen. Wenn Gesetze nicht respektiert gehen, dann muss das bestraft gehen. Das geschieht für jeden von uns, aber an der Arbeitswelt geschieht das oft nicht. Wir haben so viele Bestimmungen, wo eigentlich überhaupt keine Strafe vorgesehen oder wo die Strafe lächerlich gering sind, von denen sie nicht respektieren. Für zu kontrollieren brauchen wir leider eine Polizei. Das wissen wir aus dem Côte de la Route. Aber wir brauchen ihn doch an der Arbeitswelt. Und dafür brauchen wir ein ITM, der hier Aufgabe nicht nur der Sinn zu informieren, zu beraten, aber die muss kontrollieren. Und die muss bei Verspäß können arbeitsrechtliche Bestimmungen können noch Sanktionen ausschwätzen. Die braucht dafür Befugnisse, dafür brauchen wir eine Reform von der ITM-Gesetzgebung. Weil die ITM muss eigentlich Polizei an der Arbeitswelt sein. Und in dem Sinn muss man eine Änderung von der Gesetzgebung kreieren. Wir brauchen keine Kontrolleure, die just einen Constat machen können und dann nur eigentlich sagen, ja, was geschieht dann noch? Und dann sind sie so weit wie viel drin. Ein gutes Arbeitsklima, gute Arbeitsbedingungen, die reduzieren an der Moyenne noch den Krankenstand bei der Arbeit. Sie reduzieren dafür auch die Kosten für die Mutualität von den Unternehmen und für die CNS. Und das wäre vielleicht ein besserer Weg, wie wenn die Mutualität des Unternehmen fragt, für neue Subventionen vom Staat zu kriegen, vom Steuerzahler, für nicht Kotisationen abzusetzen. Soll etwas für die Gesundheit auf der Arbeitsplatz gemacht gehen, da brauchen Kotisationen noch nicht abgesetzt gehen. Und plus gibt das Motivation von den Mitarbeitern und damit noch ihre Produktivität und ihre Innovationsfähigkeit verbessert zu gehen. Und da sind wir immer dabei, dass es dann einen Sozialdialog braucht,
a fir den ze hunn brauche en unerkannt respektéiert der qualifiziert Personalvertretung, die op externer Conseillen zurückgreifen können, die genügend Zeit fir Missionen können zu erfüllen, fir sich fir Missionen können zu formieren. Trächter vun de Personaldelegierten muss verbessert gehen. Sos braucht man net iwwer den Sozialdialog zu diskutieren, sos bleibt den iwwerflächlich, eitel an am Endeffekt zwecklos. Und wir muss auch Gesetz iwwer Reform von der Delegationsgesetzgebung schnell an ohne Verschlechterungen an der Chambre treiert a verabschied gehen. A wichtig am Sinn von enger Stärkung vom Sozialdialog wäre auch eng Diskussion, die mir abgemerkt gehen, über die Reform von unserem Kollektivvertragssystem, aber besonders auch von unserer Schlichtungs- und Streikprozedur. Kolleginnen und Kollegen, Beschäftigungspolitik, Bekämpfung vom Chômage muss eine zentrale Aufgabe für als Regierung sein. Und geht nicht durch, das zu deklarieren und zu sagen, dass sie sich dafür regelmäßig mit der direkten vom Arbeitsamt trifft. Und hauptsächlich als das falsche Signal, weil als echt Maßnahmen Bestimmungen will verschärfen und denen Schwummeren müssen eng Erbestunde will. Das neue Reglement von der Regierung wirft viele Probleme auf, ersetzt das falsche Signal. Und das soll ohne Diskussion am Komitee permanent du Travail und am Komitee de Suivi von der ADEME décidiert gehen. Und das ist noch ein Projekt, und das dann nicht zu spät für zu diskutieren und zu verbessern. Wenn nicht aufgeändert wird, dann bedeutet das, dass wir werden erleben, dazu von den Leuten, die ein Problem kriegen, die reklamieren müssen, die müssen von uns Hilfe kriegen, für andere Reklamationsprozeduren weiterzukommen, für ihre Rechte zu kriegen, dass die werden zahlen. Das wird für uns bedeuten, dass wir dann ein Service errichten müssen, für die Chômeuren zu helfen. Für ihnen die nicht juristisch und administrativ Hilfe zu gehen, für gegen falsche Decisionen vorzugehen. Im Moment ist das nach einem erträglichen Raum. Aber wenn man Bestimmungen falsch ändert, da werden wir viel mehr Streitfälle kriegen. Für kurzem geworden Projekt de loi über die Beschäftigung von den Senioren. Das sind nicht die Leute über 65, das sind die von über 45, 50 deposiert, für zu gucken, dafür zu sorgen, dass die nicht aus der Arbeitswelt rausgedrängt gehen. Die Projekt de loi kann ein Fortschritt sein. Aber nicht mehr, wenn noch verbunden ist mit einer Stärkung vom Abfluss von der Personalvertretung an die Gewerkschaften, aber wenn es richtig Negoziationen muss gehen. Und das kann auch nicht mehr funktionieren, wenn der Komitee permanent du Travail et de l'Emploi funktioniert. Und sind noch 4 Monate geschwinde River vom nächsten Jahr, das ist ein Trimester, das erste Trimester hat die Komitee noch nicht getagt. Man muss geschwemmiséiert taren, weil das eigentlich am Gesetz vorgesehen, wie oft das muss taren, wenn der Tourwelt ran will. Mir mich schlimmer selber, dass ihn dann, wenn in die Projekt de loi über 10 Jahre da liest, dann der Banker entdeckt, dass dort der Code du Travail soll geändert gehen. In Artikel 123 geht, da gucken wir, was ist da in Artikel 123 geht, da stellt ihr fest, dass Bestimmungen über die Arbeitszeit, Konditionen von einem Menschen, den Teilzeit schafft. Am Moment ist es so, dass die eine relativ strikt, und das gute Ursache, strikt Regelung haben und noch eine Referenzperiode von nächsten einem Monat können haben und dass auch sonst Regelungen so strikt sind. Und übrigens ist es doch für ihn die Plantor schafft, eigentlich so, dass in eine Referenzperiode von einem Monat hat, wo kann 40 Stunden Woche gerechnet gehen, und nicht mehr in bestimmten Bedingungen oder wenn auch Kollektivverträge regeln, können in einer Referenzperiode gemerkt werden. Aber was steht hier? Man das schüss für Teilzeit erbischt. Einfach so, dass es eine Referenzperiode in Zukunft soll sein, von 4 Monaten. Schüss die schwer. Schüss die Bereich, wo man fest wissen, dass die unfreiwillige Teilzeit erbischt aufgrund von der Arbeitssituation so hält, da wird dann eine Verschlechterung proposiert. Und das ist auch eine Kontradiktion mit dem Diskurs über die Fragen an ihre Rechte. Weil Teilzeit erbischt als zu 80% hier am Land Frauen erbischt. Und dass Frauen an der Arbeitswelt noch immer diskriminiert gehen, seid den exemplarisch im Botsektor. Übrigens ein Sektor, wo Teilzeit erbischt besonders schädlich ist. Aber wo alle Schwächen von unserem Erbischtrecht schamlos ausgenutzt werden.
wo derbecht vun de Frauen net als qualifizéiert derbeg unerkannt gëtt, obwohl et entsprechend Geriesotele gëtt. Wo iwwer soch net ausgebildet gëtt vum Patronat, obwohl de nettoierte Bâtiment en Ausbildungsbüro wass. An die neue Regierung ass ugetruden fir d'Rechte vun de Frauen opzewehren. So huet wëlles positiv Reformen am Schädungsrecht dabei ma Wortemann durchzufeieren. Dat das gut. Se wëlt den Tod d'Emploi vun de Frauen opsetzen. Wir können dat begleden, wann es zu Verbesserungen, zum Beispiel beim Congé parental als enger Indemnisierung fehlt, wann es zu Fortschritte bei der Individualisierung von der Rechte am Renten am Steuerrecht fehlt, war konsequent beim Erbesrecht darauf abgepasst wird, dass die Maßnahmen, die geholt gehen, nicht auf Kosten von der Frau gehen, aber das ist an dat als aber just der Fall bei der geplanten Form von Flexibilisierung von der D-Zeit. Anstatt so Falschmaßnahmen zu holen, wäre es wichtig, ganz konsequent Sportsfrauen an ihrem Kampf für einen besseren Kollektivvertrag und die Anerkennung von ihrer Arbeit zu unterstützen. Kolleginnen und Kollegen, auch als zu Lützeburg sind die Jungen besonders von den Auswirkungen von der europäischen Austeritätspolitik betroffen. Die Chômage von den Jungen leidet über der Moyenne. Und sie sind hauptsächlich betroffen von der Prekarisierung. Sie müssen oft jahrelang Contrat à durée déterminée an Interimsarbeiten akzeptieren, die oft schlecht bezahlt sind. Sie können sich dafür auch oft ohne Unterstützung von ihren Eltern kaum ein autonomes Leben aufbauen. Sie gehen auch oft der Beschäftigungsmaßnahmen gepackt, sind Opfer von einer Politik, die Zufangslehnen probiert systematisch zu drücken. Dabei kriegen sie dann ein schlechtes Gewissen gemerkt, gesagt, sie hätten nicht genug gelehrt und das falsch gelehrt. Dabei haben wir mehr ausgebildeten und diplomierten junge Leute wie je. Aber wenn ihr das seht, da könnt ihr denken, das Argument, Diplome wären nicht mehr wert. Die Jungen wären liederlich. Die Schule gibt nicht stärken, geht aber überhaupt so einfach ist das. Du machst das Diskussion so. Mit das ist falsch. Als Kanner, die sind nicht liederlich. Sie sind nicht dumm und sind eigentlich recht, ob ein gut und ein fair bezahlten Arbeit. Und wir müssen dafür sorgen, dass das Priorität gibt, in den Arbeitsplätzen zu schaffen, in der zu erfreien, für das sie können, eigenständig und unter ordentlichen Konditionen an das Leben herangehen. Das muss auch Ziel von der Garantie Jeunes sind, die sich nicht mehr darauf beschränken, für Hilfsmaßnahmen für die jungen Leute zu machen, die in ganz freien, ganz komplexen Ursachen nicht zu einer Ausbildung kommen sind. Kolleginnen und Kollegen, die letzten Jahre hatten wir zwei Wahlen hier im Land. Die Sozialwahlen und die politischen Wahlen. Bei den politischen Wahlen ist es zu einem Wechsel gekommen. Die neue Regierung hat angekündigt, gesellschaftspolitische Reformen zu realisieren, das Land zu modernisieren und zu demokratisieren. Wir können das begleiten. Eine wichtige Zielsetzung ist dabei, für zu versichern, als politische Demokratie und Tatsache anzupassen, dass geschwind eine Majorität von den Leuten, die am Land wohnen, nicht letzte Nationalität tun. Zu versichern, ihnen unter bestimmten Bedingungen Wahlrecht bei den Nationalwahlen zu geben, ist eine richtige und eine noble Zielsetzung. Das wird nicht einfach sein, weil es sehr zu falschen Auseinandersetzungen führen kann. Aber das ist richtig an der Zielsetzung und dafür bittet Nogibel auch an der Frau der Regierung zusammen zu tun. Wir wollen an die Richtung mitgehen. Die zweite Wahl wäre die von der Sozialwahl. Wir haben hier gewonnen als Nogibel und wir sind als die grosse Gewerkschaft von den Salarien aus dem privaten und dem öffentlichen Sektor bestätigt gehen. Der LCGB den wollte nach ein Jahr sehen, ob nicht kein Terrain wettmachen, wollte über 20 Sitze bei der Wahl für CSL kommen, sie haben einen Sitz verloren, allein bei 15, sie haben Männer wie 30% von den Stimmen, Nogibel liegt bei über 60%. Und wir bleiben als Nogibel der Meinung, dass der sogenannte Gewerkschaftspluralismus eigentlich die Salarien nicht bringt. An einem einzelnen Verband, wo der interne Pluralismus gibt, wo intern diskutiert, wo die weltanschaulichen Meinungen
von den Schiedverhängen können respektiert gehen. Du könnt aller Meinung nur die kollektive, besonders die individuellen Rechte von den Salarien mehr, besser, mehr effikaz verteidigt gehen. Als Kollege vom LCGB refusieren aus ideologischen Gründen, mal in die Richtung zu gehen. Kontakt. Wir offerieren aber auch weiterhin Schiedverhängen, auch denen nach bestehenden sektoriellen Gewerkschaften über den strukturelle Kooperation mit Mogibel mit dem Ziel von der Schaffung von einem nationalen Gewerkschaftsbund zu diskutieren. Und das Resultat von den Sozialwahlen ist darüber heraus für Mogibel aber eine Bestätigung von seiner offensiver Politik an den letzten Jahren, für seine Verteidigung von unseren sozialen Acquis. Und wir werden auf diesem Weg weitergehen. Kolleginnen und Kollegen, wir sind politisch unabhängig. Das heißt aber nicht, dass wir neutral wären. Wir suchen als Meinung. Wir sind auch finanziell unabhängig. Und wir sind gestärkt durch als geschwunden 70.000 Mitglieder. Wir machen Vorschläge, wir sind bereit zu verhandeln und akzeptabel zukunftsweise Kompromisse aufzuschließen. Wir können aber auch nicht suchen, und wir haben auch eine Responsabilität, nicht zu suchen und uns zu wehren. Das ist so wichtig, nicht zu suchen. Das ist in einem wichtigen Moment von der Geschichte an allen Land geschieht. Und als portugiesische Kollegen haben am Samstag auch darüber hingewiesen, dass es so wichtig ist, die richtigen Decisionen zu holen, wenn sie das am 25. April gemacht haben. Und ich rufe keine Revolution hier, es mache ich keine Sorge. Das ist nicht da, wo wir hin müssen kommen im Moment. Mir wichtig ist aber zu wissen, dass sie Responsabilität kann überholen kann, dass sie aber auch dafür für drohen eine Responsabilität par rapport zu seinen Mitgliedern muss können an den Vordergrund regeln. Und wir vertreten nicht nur als 70.000 Members, mehr als über 100.000 Fälle. Pastorat muss wissen und akzeptieren, dass das so ist. Dass sie sowohl im nationalen wie im sektoriellen und betrieblichen Plan eigentlich just einen seriösen und verlässlichen Verhandlungs- und Gesprächspartnerin, den Mogibel. Sie sollen das akzeptieren und sich nur richten. Sie haben das auch an manchen Kollektivvertragsverhandlungen in der letzten Zeit gemerkt. Wir auch als Regierung muss das gesehen und akzeptieren. Der Mogibel hat keine Rücksicht auf die Schwarz-Rot-Regierung geholt. Der Mogibel hat auch keine Rücksicht auf die Blau-Rot-Grün-Regierung, was eine falsche Politik mischt und die sozialen und materiellen Interessen der Salarien nicht respektiert. Wir schaffen mit. Wir schaffen mit, Kolleginnen und Kollegen, wenn es darum geht, für mehr solidarisch, mehr demokratisch und mehr sozial Lützeburg zu schaffen. An einem Europa, das für soziale Fortschritte und nicht soziale Rückschritte steht. Aber wir wehren uns gegen soziale rechtsstaatliche Maßnahmen, wir wehren uns, wenn die Politik vom sozialen Rückschritt soll gemerkt werden. Vive Mogibel, vive 1. Mai!